Lass uns zusammen für unseren Pastor Micha Wuttrich beten. Jesus, du lebst und du bist gegenwärtig. Und noch wichtiger, du redest. Es ist schön, deine Stimme zu hören. Schön, dich zu erleben. Und danke, dass du heute Micha dafür brauchst. Merci, Heiliger Geist, dass du durch den Micha zu unseren Herzen sprichst. Und wir wollen unsere Gedanken auftun, unser Herz auftun, unsere Ohren auftun und hören, was du für uns vorbereitet hast. Amen. Ich habe nicht gern Fisch. Ist noch jemand, der nicht gern Fisch hat? Okay. Also so brätelter, gegrillter Fisch ist einfach wirklich so nicht meins. Und das ist eigentlich noch recht witzig, weil ich fische eigentlich sehr gern. Ich habe sogar ein Fischerprüfung gemacht, habe mal eine Prüfung ablegen. Da musst du alle Fischsorten kennen, da musst du wissen, was du darfst und wie das genau geht. Ich war sogar mal im Fischerverein gewesen. Mit dem Boris zusammen noch als Teenie sind wir zusammen regelmässig fischen und immer einmal in der Woche im Fischerverein oder Limmat nichts fangen, weil in der Limmat fangst du eh nichts. Aber wir haben fleissig unsere Routen ausgeworfen und dann so einmal im Jahr der Höhepunkt in Weggitaler See, wo das Fisch aussetzen, oder? Dort fangst du dann Fisch, wenn du am Morgen früh aufstehst. Und so habe ich eigentlich gern gefischt, obwohl ich es dann eigentlich sehr, sehr ungern gegessen habe. Und meine früheste Kindheitserinnerung, die ich habe, ist vom Fischen. Ich mag mich noch erinnern, ich habe noch so ein Bild vor mir, wie ich auf den Malediven einen Fisch fange. Und dann den meinen Eltern bringen und mein Papi macht einen Grillade und grillt den Fisch. Und ich habe jetzt noch so ein Bild von ihm, dort hat er noch so einen richtig dunklen schwarzen Bart gehabt, nicht einen grauen, und volle Haare gehabt. So mag ich mich noch erinnern, wie er mich im tiefsten, breitesten Berndeutsch fragt, das hat er jetzt auch schon ein bisschen verloren, wie er mich fragt, willst du auch ein bisschen probieren? Von deinem eigenen gefangenen Fisch. Und ich schaue den Fisch an und denke einfach, nein, von diesem Fisch würde ich nichts probieren. Und so habe ich die erste Kindheitserinnerung, wie ich nicht von meinem selber gefangenen Fisch probieren will. Es gibt aber einen gegrillten Fisch, die Geschichte der Menschheit, den ich unglaublich gerne probiert hätte. Wo der Fisch gegrillt worden ist, Mama mia, wäre ich bei dieser Geschichte gerne dabei gewesen. Für das hätte ich sogar gegrillten Fisch gegessen. Und die Geschichte, die wir anschauen wollen, ist eine spezielle Geschichte. Nicht nur, weil es Fisch zum Morgen gibt. Sind ihr alle froh, dass es heute zum Morgen Gipfeli und nicht Fisch gegeben hat? Genau. Die Geschichte, die wir heute anschauen, ist nicht nur eine spezielle Geschichte, weil es gegrillte Fisch zum Morgen gibt, sondern auch, wie sie der Johannes erzählt, macht die Geschichte sehr speziell und interessant. Und vor allem ist sie spannend und interessant, weil, wenn er sie erzählt, ist auch ganz wichtig. Wir haben das Johannes-Evangelium vom Johannes geschrieben und wir lesen im 20. Kapitel, Vers 30, wie der Johannes das Evangelium eigentlich abschließt und beendet. Dort steht, und das ist der Übertitel, wo in der Bibel häufig gebraucht wird von dem Kapitel, warum dieses Buch geschrieben wurde. Das ist aus der neuen Genfer Übersetzung ein eingefügter Titel, der beschreibt, um was es geht. Und dann lesen wir, wie der Johannes deklariert, warum dass er sein Zeugnis abgeleitet hat, warum dass er die Geschichte so aufgeschrieben und weiterverzählt hat, wie er sie aufgeschrieben hat und wie er es weiterverzählt. Im Johannes 20, Vers 30 bis 31 lesen wir, Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele, viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Amen. Amen. Hey, was für ein geniales Schlussstatement zum Evangelium
abschliessen. Und dann kommt, nachdem dass er das geschrieben hat, angehängt eine weitere Geschichte. Eine Story vom grillten Fisch zum Morgen. Und diese Story möchte ich heute Morgen mit euch zusammen anschauen. Weil es ist ganz eine spannende, tiefe Story. Aber dass wir die Story verstehen können, wenn wir die 3 wichtigen Protagonisten, also die 3 Hauptdarsteller in dieser Story, ein bisschen besser kennenlernen. Dann kommt nämlich die Geschichte so richtig zum Leben. Und dann versteht man besser, was in dieser Geschichte passiert. Und was die Bedeutung von dem grillten Fisch an dem Morgen genau ist. Und als erstes möchte ich euch vorstellen, der Johannes. Der Johannes, der Autor. Er, der die Geschichte erzählt. Der Johannes kommt selber in der Geschichte vor und gleichzeitig erzählt er die Geschichte aus einer Drittperspektive. Aus einer erzählenden Geschichte, aus einer erzählenden Position daraus. Und es hilft, wenn man ein bisschen Hintergrundinformationen hat zum Johannes, wer das genau war. Und vielleicht hast du das gewusst, aber der Johannes ist einer der jüngsten Jünger in der Truppe von Jesus. Von diesen 12 Jüngern ist der Johannes wahrscheinlich der jüngste von allen. Also, es gibt Quellen, die sagen, vielleicht war er gerade 12 gewesen, wo es losgegangen ist und wo er angefangen hat, mit Jesus unterwegs zu sein. Also wirklich ganz, ganz jung. Und er ist verwandt mit Jesus. Er ist der Cousin von Jesus. Also die Mami von Johannes ist die Schwester von der Maria. Also die werden sich vorher schon gekannt haben. Ihre Beziehung hat nicht angefangen mit der Reise, wo sie sich dann auf den Weg gemacht haben und für 3 Jahre miteinander unterwegs sind. Er ist also vertraut mit Jesus und er hat einen Übernamen bekommen mit seinen Brüdern zusammen. Die Söhne vom Zebedäus sind bekannt als die Donnersöhne. So hat Jesus die 2 genannt, Donnersöhne. Das sind auch die, die sie abgewiesen worden sind in Samaria, wo sie nachher gekommen sind zu Jesus und gesagt haben, hey, sollen wir beten, dass Feuer auf die Stadt runterfällt, oder? Und Jesus hat gefunden, hey, chill's einfach mal, ganz ruhig, ist alles gut, wir müssen da nicht gerade den Donner vom Himmel oben runter beschwören, sondern die haben dann so den Spitznamen bekommen, Donnersöhne. Das, denke ich, ist schon ein bisschen stellvertretend auch für ihren Charakter, wie der Johannes so als Person, wo so war. Und er war extrem nah mit Jesus. Er hat so zu zum engsten Kreis gehört, zusammen mit seinem Bruder und dem Petrus, sind sie die 3 gewesen, wo Jesus nochmal näher an sich angelassen hat. Also er ist zum Beispiel dabei gewesen auf dem Berg der Verklärung. Alle anderen Jünger mussten unten warten, 3 haben mit dürfen auf den Berg drauf rauf. Der Johannes, der Jakobus und der Petrus. Auch im Garten Gethsemane, wo Jesus nochmal ein Stück weiter geht. 3 haben mit können. Der Johannes war dabei gewesen. Er hat immer alles ganz nah und intensiv miterlebt. Und er beschreibt sich ja selber, er muss ja selber in seiner eigenen Geschichte auch vorkommen, wo er schreibt. Und weißt du, wie nennt er sich in seinem eigenen Evangelium? Er nennt sich immer der Jünger, wo Jesus ganz besonders lieb hat. So hat er sich selber genannt. The Special One, oder? Das ist aus unserer heutigen Sicht lustig. Aus dieser Sicht macht das Sinn, das hast du so müssen schreiben. Du tust dich selber nicht erwähnen in deiner eigenen Geschichte. Darum nennt er sich einfach der Jünger, wo Jesus besonders lieb hat. Und er beschreibt, wie er seinen Kopf auf die Brust von Jesus gelegt hat am letzten Abendmahl, wo sie zusammen hatten. Also ganz, ganz nah miteinander. Und wir lesen auch im Lukas-Evangelium die Berufung von Johannes und von Petrus. Und die 2, die sind speziell miteinander. Die werden sich nämlich auch gekannt haben, schon länger. Petrus ist wahrscheinlich einer der Ältesten gewesen, Johannes einer der Jüngsten. Aber sie haben sich schon vorher gekannt, haben doch den gleichen Job gehabt und haben am gleichen Ort gelebt. Sind beides Fischer gewesen, die am See von Galiläa miteinander, nebeneinander gewirkt und geschafft haben. Also da wird es schon vorher tiefere Beziehungen gegeben haben. Und man liest so aus den Seiten vom Evangelium raus, die 2, die haben es jetzt nicht immer so mega einfach gehabt miteinander. Man liest zum Beispiel im Johannes-Evangelium ein Wettrennen zum Grab. Und es ist im Johannes wichtig rauszustreichen. Der Petrus ist zwar zuerst losgerannt, aber ich bin zuerst dort gewesen.
Und so gibt es ganz viele so kleine, feine Details, die man daraus lesen kann. Ich glaube, die zwei, die haben es nicht immer mega einfach gehabt miteinander. Da hat es so ein bisschen eine Competition am Laufen gehabt zwischen diesen zwei. Und wir lesen, wie die beiden miteinander berufen werden in die Nachfolge von Jesus aus dem Lukas 5, Vers 1 bis 10. Wir werden die ganze Geschichte miteinander lesen. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer 2 leere Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Für alle, die das nicht verstehen, der Simon, das ist der Petrus, das ist der gleiche. Dann setzte Jesus sich und lehrte vom Boot aus die Menschen. Anschließend sagte er zu Simon: Fahr jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern in anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, so dass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe das rot markiert, das wird später nochmal wichtig. Der Petrus, bei der ersten Offenbarung von Jesus, seiner Herrschaft, ist seine erste Reaktion: Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, ich kann nicht in deiner Gegenwart sein. Und es geht weiter. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Aber Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten, auch die Söhne. Und das ist jetzt unser Johannes, der Autor von der Geschichte. Aber Jesus sagte zu Simon: Fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Das ist die Berufung von Petrus und von Johannes in die Nachfolge von Jesus. Und so fängt jetzt die Geschichte von dem Fisch zum Morgen an. So wie der Johannes, der Autor, sie erzählt. Im Johannes 21, 1 bis 3 lesen wir. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See Genezareth. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne von Zebedäus, das ist der Johannes und sein Bruder, und 2 andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte: Ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. So fängt der Johannes an, die Geschichte zu erzählen. Und vielleicht hast du ja jetzt vorher gut zugelassen und gemerkt, hey, hat Jesus an Petrus nicht gesagt: Hör auf fischen. Du bist jetzt kein Fischer mehr, sondern du bist jetzt ein Menschenfischer. Er hat doch da eine neue Identität von Jesus zugesprochen bekommen. Was ist jetzt passiert, dass der Petrus plötzlich wieder findet: Weisst du was? Ich gehe wieder fischen. Was ist da genau passiert? Und das bringt uns zu der zweiten Person in unserer Geschichte, die wir genauer anschauen müssen. Die zweite Person in unserer Geschichte, der zweite Protagonist ist nämlich der Petrus, der Versager. Der Petrus, der Versager. Was ist mit dem Mann passiert, dass er jetzt wieder zurück in seine alten Gewohnheiten hineingeht? Dass er wieder in seine alten Spuren zurück hineinkommt. Dass er, obwohl er doch von Jesus berufen worden ist zum Menschenfischer, obwohl er mit Jesus 3 Jahre lang unterwegs war, dass er jetzt trotzdem wieder in seine alten Muster hineingeht, seinen alten Beruf aufnimmt. Und das war ja nicht einfach ein Ausflug, so, hey, komm, wir gehen ein bisschen fischen. Sondern die ganze Nacht sind sie am Fischen und fangen keinen einzigen Fisch. Was ist passiert mit dem Petrus? Dass er wieder zurück zum Fischen gegangen ist. Und dann müssen wir die Geschichte ein bisschen zurückspulen, ein bisschen weiter hinten gehen, ein bisschen weiter zurück
im Johannesevangelium und lesen, was dann mit dem Petrus, dem Versager, genau passiert ist. Dass er wieder angefangen zu fischen hat, dass er wieder in seine alten Muster zurückgegangen ist. Wir lesen nämlich im Johannes 18, 15 bis 17 Folgendes. So wie es der Johannes aufgeschrieben hat. Das ist, nachdem Jesus verhaftet worden ist und abgeführt worden ist. Panik bricht aus unter den Jüngern und sie gehen mit Jesus mit den Soldaten mit. Und dann lesen wir, wie der Johannes beschreibt. Später zeigte Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus, als er abgeführt wurde. Weil dieser andere Jünger mit dem Hohepriester bekannt war, ließ man ihn mit Jesus bis zu den Innenhof des hohepriesterlichen Palastes gehen. Petrus blieb draußen vor dem Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohepriesters, wieder zurück, redete mit der Pförtnerin und verschaffte Petrus Zutritt. Die Pförtnerin fragte Petrus: Gehörst nicht auch du zu den Jüngern dieses Mannes? Nein, ich nicht, antwortete Petrus. Was mich beschäftigt oder was mich interessant dunkt hat an dieser Geschichte, nebst dem Verrat von Petrus, ist, wie genau und wie detailliert das erzählt wird. Und das hat nämlich einen Grund, wieso dass der Johannes die Geschichte so detailliert erzählen kann. Du hast nämlich 3-mal raten, wer genau der Jünger dann ist, der den Hohepriester kennt. Der am Petrus Zugang verschafft in den Innenhof vom Palast. Ja, das ist der Autor der Geschichte selber. Das ist der Johannes. Er kennt den Hohepriester. Und er verschafft am Petrus jetzt Zugang in den Innenhof. Und ich weiss nicht, was die Motivation war von Johannes. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ihm das Wort von Petrus, vom Vorabend, noch in den Ohren schellt, wo der Petrus gesagt hat, und wenn dich alle verlassen, ich werde bei dir bleiben, ich werde für dich kämpfen und ich werde bis zum Tod für dich kämpfen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Johannes gefunden hat, hey, weisst du was, Petrus, time to shine. Jetzt, wer kann das Ruder umreißen? Wer kann jetzt noch schauen, dass die Geschichte gut kommt? Sie haben so eben Jesus abgeführt. Du bist der Second in Charge. Du bist ja immer der reinschießt und rettet. Und du bist der gestern gesagt hat, ich würde sterben für Jesus. Ich verschaffe dir Zugang zum Verhör, wo Jesus jetzt gerade verhört wird. Und er schafft, dass der Petrus lässt seine Connections da ein bisschen spielen, sagt, hey, ich kenne den Hohepriester. Und dann bekommt er Zugang in den Innenhof. Und dann sieht er mit seinen eigenen Augen, hört mit seinen Ohren, wie der Petrus sagt, ich kenne den Jesus nicht. What? Was für eine bodenlose Enttäuschung das wohl gewesen muss sein für den Johannes. Hey, was habe ich so eben gesehen und gehört? Ich glaube, in dieser Geschichte ist im Fall nicht nur Jesus enttäuscht von Petrus, der ihn verleugnet, sondern ich fühle mit dem Johannes mit, der gedacht hat, der Petrus ist jetzt der, der das noch retten kann. Und anstatt, dass der Petrus hersteht und für Jesus kämpft, verleugnet er ihn. In der Geschichte hören wir nachher den Dialog von Jesus, wie er verhört wird. Und ein bisschen später erzählt der Johannes weiter in Detail, was mit dem Petrus passiert ist. Simon Petrus stand noch immer am Feuer und wärmte sich. Jetzt sind wir wieder im Innenhof, wo der Petrus vorher zu der Pförtnerin gesagt hat, nein, ich kenne Jesus nicht. Jetzt steht er am Feuer. Bei den anderen, mit den Soldaten, die Jesus verhaftet haben. Da fragte man ihn, bist du nicht auch einer von diesen Jüngern? Nein, ich bin es nicht, leugnete er. Aber ein Diener, das Detail wieder, aber ein Diener des Hohepriesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, meinte, ich habe dich doch selbst im Garten bei ihm gesehen. Wieder stritt Petrus ab, Jesus zu kennen. Und im selben Augenblick krähte ein Hahn. So wie Jesus gesagt hat, bevor das der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnet haben. Das Unvorstellbare ist passiert. Petrus hat in einer Vehemenz bestritten, Jesus zu kennen und irgendetwas mit dem Jesus zu tun zu haben.
hey, was für ein Versager der Petrus doch ist. Kein Wunder also. Hat er das Gefühl, weißt du was, Menschenfischer, vergiss den, strich das durch. Die Berufung, die Jesus für mich hatte, die Identität, die er mir zugesprochen hat, kannst du vergessen. Ich bin einfach wieder Fischer. Ich gehe wieder fischen, ich gehe wieder zurück in meine alten Muster. Nach dem, was ich da abgezogen habe, was ich mir da geleistet habe, Gott kann mich sicher nicht mehr brauchen. Ich weiss es nicht, ob das wirklich das war, was der Petrus gedacht hat. Ich weiss nicht, wie es mir gegangen wäre in der Situation von Petrus, aber das wären wahrscheinlich schon Gedanken gewesen, die durch meinen Kopf durchgegangen wären. Ich hätte mich absolut wertlos gefühlt. Wie der hinterletzte Versager, der nicht nur Jesus runtergelassen hat, der nicht zu seinem Wort gestanden ist und der seine eigenen Freunde im Stich gelassen hat. Was für ein elender Versager der Petrus doch ist. Und der Johannes, die Competition steht nebendran und beobachtet alles und beschreibt es bis ins letzte Detail. Zum Glück geht die Geschichte noch weiter. Wir überspringen einen Vers, wir gehen gerade zum Johannes 21, 4-7. Dort geht die Geschichte von dem Zmorgen, vom gegrillten Fisch, nämlich weiter. Nachdem sie jetzt einen ganzen Tag lang nichts gefangen, eine ganze Nacht lang nichts gefangen haben, weil sie wahrscheinlich in der Limmat gefischt haben, erzählt der Johannes Geschichte weiter. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Was für ein Moment das gsi wird sie auf dem Boot. Und ich glaube, es ist ganz bewusst so, dass der Johannes die Geschichte erzählt. Genau gleich wie bei dem ersten Moment, wo die beiden doch berufen worden sind zum Fischer, ist es wieder passiert. Sie haben nichts gefangen, eine Nacht lang draussen gewesen, und dann kommt Jesus, er macht etwas, was nur er machen kann, und es fällt ihnen wie Schuppen von den Augen. Das ist der Herr, das ist Jesus. Und sie fangen ganz viel Fisch und es erinnert sie daran an den ersten Moment der Berufung. Dort, wo Jesus ihm gesagt hat: Petrus, du bist ein Menschenfischer, ich kann dich brauchen, du bist wertvoll, ich will dich haben für mich. Nachdem, dass der Petrus versagt hat, kommt es tatsächlich so, dass es genau so, wieder bei der ersten Berufung, ein zweites Mal ist. Und wieder erkennt einer, wow, was da gerade passiert ist, das muss Jesus gewesen sein, das ist der Herr, der das gemacht hat. Und da sagt der Johannes zum Petrus, es ist der Herr. Und weißt du, was macht der Petrus? Im Gegensatz zum ersten Mal, wo er berufen worden ist. Beim ersten Mal, als er berufen wurde, hat er gesagt: Geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Ich kann nicht bei dir sein. Jetzt war er 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen. Hat gehört und gesehen, wie Jesus ist, was er tut und wie er redet und wie er liebt. Und weißt du, was macht der Johannes? Was macht der Petrus jetzt? Johannes 21, Vers 8. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er beim Arbeiten abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. So schnell wie es geht, ist er nicht von Jesus weg, sondern zu Jesus hingegangen. Zu dem, der seine Identität wieder kann, ganz machen. Zu dem, der ihm Vergebung zusprechen kann. Zu dem, wo ihm seine Schuld vergeben kann. Der Einzige, der am Petrus, am Versager, jetzt noch helfen kann, ist Jesus, der Herr. Und so nimmt der Petrus das Obergewand, streift sich über und springt ins Wasser, um so schnell wie möglich am Ufer zu sein. Er kann nicht einmal warten, bis sie ans Ufer anrudert. Er will so schnell, wie es nur geht, zu Jesus kommen.
Der seine Identität wieder reetablieren kann. Der ihm wieder vergeben kann. Und der ihn wieder zu dem machen kann, was er eigentlich sein soll, nämlich ein Menschenfischer. Nicht einfach nur ein Fischer. Und so ist Jesus doch mit uns auch. Ich weiss nicht, wie es dir geht, ich weiss nicht, wie viel Mal du schon versagt hast, wie viel Mal du dich schon so ein bisschen Petrusmässig gefühlt hast und immer wieder zu dir selber gedacht hast, so einen wie mich kann man ja wohl nicht mehr brauchen. Für mich ist es jetzt gelaufen. Und es gibt das Lied, mutig komme ich vor den Thron, und da gibt es die eine Liedziele drin, wo heißt, will mich mein Herz erneut verdammen und Satan flößt mit Zweifel ein, höre ich die Stimme meines Herrn. Die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. Und genau so ist es doch. Wenn wir versagen, dann kommt eine Stimme, die uns irgendwie sagen will, wow, jetzt ist es gelaufen, jetzt bist du nicht mehr wert. Jetzt musst du genauso wie der Petrus am Anfang sagen, Herr, ich muss weg von dir. Ich kann nicht mehr zu dir kommen, ich bin ein Sünder, du bist heilig, das geht nicht zusammen. Aber ich möchte, dass wir von Petrus lernen, dass wir genauso wie der Petrus einen Köpfler ins Wasser machen und so schnell wie möglich zurück zu Jesus gehen. Er, zu ihm zurück, der unsere Identität wieder bestätigen kann. Er, der uns zurück kann nehmen an den Moment her, wo er uns zum ersten Mal gesagt hat, ich liebe dich, ich will dich, du gehörst zu mir, ich kann dich brauchen für mein Reich. Lass uns Menschen sein, die Köpfler machen, wenn wir versagt haben, um so schnell wie es irgendwie geht, zurückzukommen zu Jesus. Lassen wir die Stimme vom Zweifel nicht Raum finden in uns drinnen. Lassen wir Satan gar keine Zeit, dass er die Kluft anfangen auftun kann. Dass er anfangen einen Graben bauen kann. Lassen wir die Zweifel gar nicht erst zu. Und die Selbstverdammnis, die kann zu Jesus ans Kreuz. Weil dort ist nämlich der Preis gezahlt worden. Und ich höre die Stimme von meinem Herr. Die Furcht muss fliehen und ich bin ganz seins. Hey, wir dürfen nach der Predigt das Lied miteinander singen. Und vielleicht ist das die Stelle, die für dich heute Morgen ganz besonders wichtig ist. Vielleicht gibt es so Petrus-Momente in deinem Leben, wo du versagt hast. Und wo Jesus dich heute Morgen möchte rufen, heute an dem Ostersonntagmorgen, wo er bewiesen, bezeugt von der ganzen Welt, von der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Schau mal, es gibt keine Kraft in diesem Universum, wo stärker ist als ich. Und wenn ich dir vergebe, dann kann niemand mehr dich verdammen. Nicht einmal deine eigene Stimme kann dich jetzt noch verdammen. Ich habe dich erwählt und ich will dich für mich. Und so geht es weiter in unserer Geschichte. Jetzt kommt es zu dem Morgen, nachdem Jesus den Köpfler ins Wasser gemacht hat, nachdem der Petrus zu Jesus gegangen ist, lesen wir in Johannes 21, Vers 9. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag bereit. Im Vers 13. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot, verteilte es an sie, ebenso die Fische. Hey, wie gern wäre ich bei dem zum Morgen dabei gewesen. Wie gern hätte ich erleben, wie am Petrus seine Identität wieder etabliert worden ist. Wie Jesus am Petrus wieder die Berufung zuspricht, die er ihm schon bei der ersten Berufung zugesprochen hat. Wie gern wäre ich dort gewesen, wenn die Jünger gecheckt haben. Ist euch das auffallen? Es wird Brot wieder gebrochen und verteilt. Vor 3 Tagen, am Freitag, hat Jesus Brot gebrochen und gesagt, das ist mein Leib. Nehmt ihn und esset ihn. Ich weiss nicht, ob die Jünger das dort gecheckt haben, respektive ich bin mir sehr sicher, die haben es nicht begriffen, was die symbolische Bedeutung von dem ist. Jetzt, nachdem Jesus wieder verstanden ist, ist er mit ihnen am See, bricht Brot und sagt, da, nehmt es, esset. Was wird das wohl für ein Aha gewesen sein bei diesen Jüngern, wo sie das Brot aus Jesus in der Hand empfangen und merken, wow, du bist gestorben für uns und du verstanden. Das ist die Bedeutung von dem Brot. Was für eine phänomenale Versöhnung an diesem Morgen stattgefunden wird haben. Und dann kommt es zum Höhepunkt dieser Geschichte. Ein Gespräch, aufgeschrieben vom Johannes, in Detail, wie der Verrat, die Versöhnung. Wie er in Detail aufschreibt, wie Jesus sich mit dem Petrus versöhnt.
Wir lesen im Johannes 21,15. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Und ich sage euch, der Dialog, das hat so viel Tiefe, für das haben wir heute Morgen gar nicht Zeit, um das alles zu ergründen, was da drinnen ist. Und ich möchte einfach darum nur auf etwas rausgehen. Nämlich der Fakt, dass Jesus den Petrus 3-mal die Frage stellt. 3-mal fragt er den Petrus. Im Vers nachher, Jesus wiederholte seine Frage. Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe, antwortete Petrus noch einmal. Da sagte Jesus zu ihm: Dann hüte meine Schafe. Und dann beim 3. Mal. Ein 3. Mal fragte Jesus: Simon, Sohn von Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn nun zum 3. Mal diese Frage stellte. Deshalb antwortete er: Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus: Dann hüte meine Schafe. 3-mal hätte Petrus Jesus verleugnet. 3-mal lässt Jesus Petrus jetzt sagen, dass er ihn lieb hat. Was für eine mega schöne Versöhnung von Jesus mit seinem versagenden Jünger. Wie er ihn wieder aufbaut. Wie er sich ein Morgen lang Zeit nimmt, um mit dem Petrus zusammen, was kaputt gegangen ist, wieder aufzubauen. Um ihm wieder die Berufung zuzusprechen und ihm wieder sagen: Petrus, ich will dich brauchen. Du bist ein Hirt. Ich will dich in meinem Reich haben. Wie er mit dem Wunder, das er bei der ersten Berufung nochmal genau das gleiche Wunder macht, auf das der Petrus versteht, du bist immer noch ein Menschenfischer. Und wie Jesus ihm 3-mal zusprechen lässt, dass er ihn lieb hat. Hey, wie genial ist das zum Morgen wohl gewesen? Und so möchte ich jetzt dir heute Morgen sagen: Lass dir nie von irgendetwas deine Identität wegnehmen, wegen Fehler, die wir gemacht haben. Jesus macht es nämlich auch nicht. Und wenn du Vergebung bei Jesus in Empfang genommen hast, dann versöhn dich mit Jesus. Wie schön ist es, dass Jesus nicht nur vergibt, nicht nur die Schuld wegnimmt von Petrus, sondern wie er sich Zeit nimmt und wie er einen Prozess mit dem Petrus geht, dass der Petrus Versöhnung darf erleben, eine wieder Umkehrung, eine Heilwerdung. Ich finde die Geschichte unglaublich berührend. Und mir spricht sie zu, dass meine Identität in Jesus Christus allein gegründet ist. Nicht in Sachen, die ich falsch mache und nicht in Sachen, die ich richtig mache. Sondern allein in Jesus Christus. Und dass für dort, wo ich Fehler gemacht habe, dass Jesus mir mehr als vergibt, sondern dass er sich versöhnen will mit mir. Und dass er mich heil machen will. Dass er das, was kaputt gegangen ist, wieder ganz machen will. Und dass er das tatsächlich kann. Und so möchte ich euch jetzt einladen, mit mir zusammen ins erste Lied von dieser Anbetungszeit einsteigen. Wir wollen singen: Mutig komme ich vor den Thron. Weil ich möchte dich auffordern, egal wie nah oder fern du dich fühlst von Jesus, an dem heutigen Morgen, du darfst mutig vor den Thron Gottes kommen. Es gibt keine Stimme, keine Zweifel, die dich verdammen, die das dürfen verhindern, sondern du darfst mit mir zusammen heute Morgen mutig vor den Thron Gottes kommen und Jesus anbeten.